Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Gilles, Mam Pete. Bonjour. Das war das geklungen wie ein Donald Duck. Das war auch genau das, was ich wollte demonstrieren. Schön gereicht. Schon nicht viel Qualität, mit dem, wo ich sie gut denken. Voilà. Das ist ja so useless Talents muss ich haben. Useless Talents, das ist das Einzige, was wir haben. Kaffee mit dem Löffel. Dafür sind wir ja auch high. Ja, mein guter Freund. Was lief? Wie geht es da? Mir geht es gut, das Sonne ist wieder. Wir tanken Vitamin D, zumindest im Moment. Ich nicht. Du sitzt als Vampir. In der Dunkelheit. Ja, du wusstest am besten passen. Ich habe schon alle drauf gemacht, damit die Sonne nicht umkommt. Du Armen. Nee, mir geht es gut. Wie geht es dir dann? Außer, dass du dich verstopfst. Mir geht doch gut. Wir sind auch aus einem anderen Grund verstopft, wenn's mich stoppt, der im Gang ist, umzufangen kann. Ich hab gemeint, du hast viel Reis gehst oder so. Dass du verstopft passt. Ja, der war nicht gut. Nee, der war definitiv gut. Ich meine, wir schneiden das nicht, wir lassen das einfach halt Stuhl. Absolut. Erzähl mal, was lebt wir sind out high, wir schwätzen über riesig groß Musik-Contest, den all Jahr stattfindet. Und das ist der Eurovision Song Contest. Ja. Befrieden sich natürlich, wieso schwätzen Comedy darüber. Das ist ja alles mir nicht Metal. Mir das stimmt nicht so ganz, weil da waren an der Vergangenheit und an der Gegenwart auch schon relativ viel Metal-Acts präsent und haben teilweise sogar den Song Contest gewonnen gehabt. Yep, absolut. Und ja, es kann über den Song Contest so, was ihr will, es kann ihn gerne haben, auch nicht gerne haben. Mir etwas kann ihn nicht verleugnen, und das ist super weird. Das ist meine Stadt Monst, was ich kann so sagen. Das ist super weird und das ist aber trotz allem echt viel erhaltsam. Ja. Zumindest Highlights ein bisschen zu gucken. So. Ich meine, wie der Peter auch gerade gesagt hat, die froh, wo sich effektiv der Stelle für was machen wir da? Und ich meine, das hat einerseits an, wie gesagt, zwei Gründe. Erstens mal, wir sind hier für den Metal zu hultigen, wo man nicht mehr können, wie oft man nicht mehr können. Wie du schon gesagt hast, die vielen Bands, die schon dabei waren, wo effektiv bis mir der Herr der Quell entsprungen sind. Aber ich muss aber sagen, dass das Jahr, und dafür eine paar Wochen war das Jahr, also bin mal ganz viel über die Eurovision gewissen gehen. Das hat einerseits zwei Gründe, eben weil der Eurovision so groß ist, wie ihn ist. Ich meine, das ist die größte Musikveranstaltung weltweit, wo Länder unter den untreten. An eben noch, weil die Nachricht kam, dass 2024 dann Lützeburg nächst Start ist. Und ja, das denke ich war ein bisschen an aller Munde, an der was natürlich gerätselt gehen, wie, was, wo, wen, kennt sich dumm melden und was für ein... Das wusste ich mal nicht. Wusstest du das nicht? Nee, das wusste ich mal nicht. Okay. Gesagt, dann ist das nice hey. Ja. Letzteburg ist war 5-mal Gewinner, der will nicht vergessen, aber das ist auch schon ewig hier. Ja. Aber selten mit einem Lützeburger Sänger auch. Ich meine, kein Enkeier. Kein Enkeier, nee. Ich meine, die letzte Keier. Lützeburger, die Mod gesungen haben, aber war meistens immer ein anderes Land, das es repräsentiert wird. Ja, weil wir schwätzen von den Eurovision gute Zeit. Mit 50 oder so? 56 meine ich, ja. Und die letzte Keier, wo Lützeburg dabei war, ich meine, du hast den Jimmy Martin von dat wo meine Mama gezählt huet, weil auch das Thema war daheim, das Rezenten-Thema, auch von der Stunde nicht wirklich viel kommt, man schwätze mehr. Wie gesagt, den Jimmy Martin ist für die letzte Keier für Lützeburg angetreten und ist wahrscheinlich auch letzte gehen, wenn das stimmt, was sie gesagt hat. Und ich meine, wenn sie so oft handelt, wenn die letzte gibt oder irgendwie dann was du für ein Zeitchen du baust. Irgendwie so etwas. Aber die Regeln sind viel zu kompliziert, wie auch an Detail denken nicht zu gehen. Das ist schon lange her. Ich meine, letztes war 95 die letzte Kehr dabei. Ja. Und wenn man von 95 bis lo guckt, wie krass, wie weird, weil das war ja umgefangen, einfach eine klassische Emission, soll ich mal, da sind Leute abgetreten, haben entweder Wonner, scheinhaft Poplieder gesungen oder Operette oder fancy Stuff. So weird wie das los ist. Soll ich mal
mittlerweile kannst du alles op den Eurovision checken afir wat net mat das schon ja begrad und Spengen war auch 2007 du hat hier alle Eichkeier eng Metal oder ein Rock Hardrock-Band gewonnen gehabt Ja. war Lordi aus Finnland ja man hat engem ultra weirden optritt ich mein, ja geschminkt Masken also Slipknot hey 1000 Verkleedung ja das ist so bis wie Gouache so Ja. So Monsterrüstungen am Kostümen so. ja, massiv Leid op der Bühne an Lied war mal net so und ich mein Lied war Hard Rock Hallelujah huet dat geheescht Genau ja an ja sie fir Finnland meng hun de Startgange ne war dat ja sie sind aus Finnland, ja. Finnen ja Ja und die das auch also die das so also das Lied das ist Litten Track an das catchy gewircht doch von allem ich mein auch de Fett eben denken ich zu dem Zeitpunkt dass dat Lied gewonnen huet echt mal wie du siehst war furchtbar catchy an zweitens so och e Metalhead oder ein Hardcore Elitist wo wahrscheinlich heieren huet dass du so eng Band gewinnt hat aber irgendwo schmunzeln am gesehen und so aber Eben, cool dass eben. das Metalwelt an Hardrockwelt an bis mehrem an den ja an dares liicht könnt weil soviel gëtt net lo am normalen öffentliche Fernseh wo du los ist okay do kann ich es so fannnen natürlich zu so der Eurovision Song Contest mislo just nach Metal hun wer Sche mit dat Funk wie sos neicht wat man fir gesot hun wéi eben de Metal Battle wo da wofir wacken gekämpft an gespielt gëtt das sech neicht ernstnecht das méi wat fir wann dat das die froh wo man als dann och stellen no wann no Lettzeburg näst Jahr dabei ass ja wenn Eichmol weg am Fall normal we ginge mehr checken irgendwann mal ginge wohl net vum Metal schwätze will ich kann wohl net ganz viel das schwer ja ich noch drüber nur gedacht. den Ja, Melo ja, also wo ich auch gedeelt hat dass den Daniel Balthasar wo ich muss so okay da das Satelliten so Pop Rock bis méi Indie kann ich mal vorstellen de Mass den Hip-Hop Ja. net Hip-Hop mit möchte wirklich alles ich möchte alle Genre der Deivel kenn ich mal vier Stelle tolle mehr Lab. kenn ich mal vier Stelle de Lab ja de Lab auch der Serge Tonner für allem den hue dir schon den Mund gemäht für Jore schon das wann dat jemals wette fall sind da will hier nur hingoen Ja kannst du mir gut vorstellen ja wär lustig der lustig den ja de Contest as so lusch an och man Punktesystem an wen überhaupt geschickt gëtt ne das och das net dass der lo einfach eng Band hingeht oder ein Musiker an dann so du gëst lo gewählt nee das ja riesen Opwand fir runnnen du gi ja iwwer meinte lang fir drucket schon 4 Entschädungen verdechte Viertelfinal dann Hallefinal der Final wann dann du gewinnst da gehst du an der Eurovision Contest das ist mega dekadent gell? ultra komplex ja keine Ahnung Punkte Metal dat kennen du Ha. wir kennt du Lützeburg repräsentieren Mir Ich viel muss im guter. Ballfall muss sinn den opfällt optisch an der Bühne präsent ja bist crazy auch als wahrscheinlich am besten ja miss schon definitiv bis méi den expressionistischen Optritt hunn du fällt man Gurkin an muss ich sagen. ja ich hatte im Moment bisschen auch alslächt wacken Metal Battle Gewinner gedurcht gehabt Fusion Bomb ja okay ja sie sind an dem so eng exzentrisch weil sie den 80 Style absolut liewen genau ja ja dat kennt eng guten Anwärter sinn wie mengste dann oni lo sie schlechte Schwäze mengste Leiit weil hängt ja dann noch davon of wo de Contest gehaleget ne dat nächste Jahr hast du dann de Contest a Schweden ja. Schweden wie man all wissen huet eng ganz groß Metalwelt mengst du hat lo zum Beispiel eng Metalband die lo décidéiert näst Jahr do irgendwie mat ze man besser Chance weil er der Schweden ass oder weil se vielleicht an vun den nordliche Länder méi Zuschauer kennen obwohl dat auch nach aus sech egal wer wo et gehaleget méi schon gefiel dass dat immer eng
irgendwie e Plus- oder Minuspunkt ass. Ja, doch, da ist net so auch am Gefühl. So jetzt all die skandinavischen Länder, die sie aber dem Metal wirklich no an Lodi, Finnland zum Beispiel, noch Apokalyptiker hatten die auch schon da gespielt gehabt. Und, Ja. Ja, wie man für Ja. noch nach Reis geschwert hatten, 4 Joren war 4 Joren Anfang war Norwegen huet ja auch schon méi wie enke gewonnen. An fir Ja. Norwegen war den wichtig méi. Keep of Kellesin, Mam Alexander Rybak, dat war e Gewënner, Genau. den u sech so och so mega catchy Poplieder mëcht. An dat Joer Drpp huet hien desidéiert mat Keep of Callison wo eng Black Metal Band ass und de Start ze gonn. Si bis es leider just an Final kom méi hunn awer do verloe. Ich hat dat zwei ger gesinn so ganz ehrlich, weil er das oder stell immer 4 Mayhem ging fir Norwegen de Start go mat der Bühne show gell. Jetzt will ich mir ein bisschen echter Kind vorstellen, so. Weil ich meine, wenn Keep of Kellesin schon gespielt wird, hätte ich aber keine Satyricon vorstellen. Weil die ja auch schon so, so große Veranstaltungen hat. Und ich meine, sie hatten auch schon, ich weiß nicht, was war, irgendetwas um Eis hatten sie eigentlich Dach dat Show gemacht gehabt. an noch fir eng Ausstellung. Ich mein sie ja mittlerweile auch ne méi den Black Metal Act mé bei hinnen als Art. Also ich will so ein Arthouse méi sie sind Black Metal Band am Arthouse Stil so. Bisschen so, ja. Sie sind ganz hier egent Dingen an dat kann effektiv klappen. Dat ging effektiv Die kann ich mal vorstellen, ja. Von Norwegen kann ich mir noch kein vorstellen, für so Quellertag zum Beispiel. Ja, die sind auch crazy, das ja. ist frisch, das sie sind ein bisschen jung, aber ja, die haben auch eine gut Bühnepräsenz. Ja. Me wie ging schwer, ganz schwer. Also für Lützeburg der nächste von Melo ging aufhalen lang, weil sie gut sind. Vielleicht nicht lo die ich will nicht so, dass du keine Bühnepräsenz und ich will okay beleidigen. Aber das ist nicht crazy genug. Aber als hier Musik kein definitiv pur Ohren hören. Und das ist eben das neue Material für Scarred, von man nicht als Ja. wesentlich mehr open. Ja, Wie ja, die letzten ja. Sachen. Aber als es crazy genug oder als Das es ja. open genug für so eine Audienz, das ist die andere Sache. Das ist die wirklich die andere So Sache. genug, ja, aber kennen die Lieder, die du mal gespielt hast, sind auch immer ein bisschen, Catchy soll ich sagen, einfach. so positiv Lieder, also ein bisschen frohe Lieder, positiv Lieder. Ich will nicht so, dass gar kein frohe Lieder machen, aber das ist aber schon ein bisschen so wie deichter trotzdem. Ja, na, aber wenn du guckst, wenn lo so ein Leid so geil, weil Lolo ging irgendwie Billie Eilish ging für keine Ahnung, irgendein Land repräsentieren. Das ist massentauglich definitiv an Das stimmt, ja, das stimmt doch. dick depressiv, gell? Ja, ich verstehe, ja. Das ist schwer, weil letztlich lo wirklich Battle das wie gesagt viel Ausfall du willst dich auch irgendwo da schwung auch da ob dat lo mat de Grund aus wieso lo na net dat lo direkt ugeschwart wird mir dat gött lo noch geplant dann alles an da muss jo für dich schmengen ja alles iwwer den RTL mengen schwer dat alles gerieren an wen du musst natürlich auch Kuien hunde sto sonst muss ze melle, weil das ja aber du spielst dann do hier run wird der ganzer Welt op der tolle an das doch Apps wat wirklich extrem viel Leid follow nach gucken das Ja. net net du will nicht aus well statt will gucken ne mit ganz Welt schwätzt effektiv darüber oder zumindest die Länder Genau. wo stark vertruede sind ne Genau. mir wenn schwer wirklich schwer du Ja, andere Länder Lützburg. kenn ich direkt so geil do so für England ging es Cradle of Filth schicke geil für UK Ich hatte auch ein Ding gedacht, ja. Ich hatte auch ein Ding gedacht. sie sind net die allerbesten Black Gothic war doch immer Metalband Aber sie wäre genau richtig für den voilà, weil sie Contest. absolut schräg sind gell Ja, und die ja. schräg geht total ausleben gell Ich Ja. war doch, ich war am Anfang, wo ich schon in Deutschland gedacht und wie ich für Deutschland raus schicken,
hat ich eng Band gedurcht gehabt, dann hat ich am Nachhinein gewöhnt gin, dat die umfang 4 gespielt hatten fir de Mat zu machen, sie sind aber net weiterkommen, da das Electric Callboy. Ja, bestimmt mittlerweile sie Electric Callboy, Die wäre perfekt. Die wäre so perfekt. Die sind so auch total müllfarbig, so Knallkappe so. Ja, so politisch ein bisschen, aber am Joke so, das ist perfekt. Ja. Aber das, ich meine, wir können ja mal kurz die 2 oder 3 Sachen, wo ich hören hun, und das auch vielleicht aus dem Grund, weil der Nick Nocturnal effektiv, was der Eurovision Video gemäht hat, rezent. Für Deutschland ist ja Lord of the Lost und der Start gegangen. Ja, hatten mengste lo konkret gesehen, mengste Jungen hatten irgendwelche Chancen, lo wann lo mal Jury ging gewäschlos sind. Ich will nicht so das Lied, das definitiv lo nicht wow. Aber ich weiß, das wird auch lo nicht lo den Impact, wo ich mal lo von enger eben dann Electric Callboy oder sogar Rammstein, obwohl Rammstein viel zu groß ist für so einen Contest. Sie brauchen so etwas nicht mehr, egal mehr. Ja, ich weiß nicht, ob der Schwach vom Lied das Beste war. Sie hatten einen ultra schrägen Auftritt, das ist auch das, was ich gesehen habe, also Lord of the Lost. Ja, das stimmt schon. Also, es war schon abgetan. Ja, definitiv. Und, du hast noch eine andere Schmenge, eine australische Band, wo Voyager. Die waren dick gut. Voyager, die waren dick gut. Breakdowns mit dran hat, wo du so, okay, nice. Ich hatte ja von auch schon 4 Kant gehabt. So. Ja, das, mit auch die, gell? Also, du guckst da so und so, okay, die passen genau daran. Das war cool, war Synthi, war Elektro mit dran, war auch ein bisschen genty und progressiv, und aber auch mega catchy, war alles dran, gell? Ja. Das war mein Favoritenlied so gewesen, fand ich gut. Ja. Viele Leute hatten einfach mal sowieso von Weirdheit oder von schräg schwätzen, was Finnland und die Stadt gehen hört. Meine Meinung ist das Schrägste, was ich je gesehen habe, gell? Ja. Das war. Ja, die Bühne-Show allein, die war. Ja. Es sind noch viele, die das Lied so gut fanden. Ich fand das Lied nicht besonders so atemberaubend. Nee, du hast ja da ein Ding, so ein Lied muss doch nicht super gut sein, aber wenn der ganze Rest rundherum stimmt, dann ich weiß nicht, wie viel das sind. Aber ich meine, sie sind Zweiten oder Zweiten, ja. Ja, aber Schweden nicht gewonnen, das war ja eine gewisse Polemik, ne? Es wird viel recycliert Sachen, aber ich meine, sorry, halt an der Musikwelt, an der kommerziellen Musikwelt, sind da nämlich ganz viel da, die nicht mit Samples schaffen oder die nicht Sachen von 4 oder 50 Jahren benutzen. Natürlich, kannst du nicht, du lernst gar nichts. Nee. Mehr, ich hätte also für verschiedene Länder, für Italien, lo, kann ich mal Lacuna Coil oder so vorstellen. Ja. Sie hat auch vielleicht keine super Bühne-Show, aber liedermäßig denke ich mal so, ja, das könnte klappen. Epica für Holland. Aber weißt du, wie für Schweden nach genial wäre? Für Schweden? Ghost. Ja, absolut. Und die gingen wahrscheinlich schon noch gewonnen, gell? Stimmt, ja, aber die haben schon eine gigantische Nummer, gell? Ja. Aber sie sind talentiert. Ich meine, sie werden an den nächsten Jahren genau so Status haben oder 100 Loscherball wie eine Band wie Metallica. Du musst entweder gerne oder du hast sie, gell? Ja. So, sie machen einfach hier 10 und es füllt Talen. Ich meine, sie kommen ja auch auf Lützeburg demnächst am Juni, gell? Mit Hailstorm. Ja, sie sind auch, ich muss das sagen, schon nicht alles von ihnen gell? Bei weitem nicht. Mit verschiedene Lieder sind so scheiß catchy, gell? Das ist so Matzange, gell? Ich glaube schon so, letzte Zeit immer mehr gern, muss ich so, gell? Ich war am Anfang nicht so wirklich ein Fan, aber immer mehr gefällt mir das aber so. Ich meine, sie sind extrem gut Songwriters an der Hinsicht und wissen auch extrem gut mit dem Publikum zu interagieren. Und ich meine, das ist ja auch das, was du musst, wenn du so Präsenzen hast wie sie, dann ist das ein Must. Und gebe auch eben ab das ganze Konzept von dem Contest eben passen noch, gell? Ja. Die Präsenz, Ja. das gibt super gut passen. Ghost, wie heischen die? Nameless School heischen die. UK Num. An de Popst. An de Popst. Der Popst.
Moment, wir waren nach der angefallen auch ein Band, wo ich das leichter ein bisschen mehr leisten oder ein bisschen mehr Interesse will ich nicht so, weil das Interesse war immer da. Aber für Moldawien als Infected Rain, wo ein Frauenmensch, Lena Scissorhands, wo so ein Präsenz von der Längen hört, ne? Ja, wo ich mal kein vorstellen, das kann auch gut klappen. Ginger zum Beispiel für die Ukraine halt nein erklären. Ja, also das ich mal irgendwie ja auch gut vorstellen. Ja, natürlich. So volkisch sind und so. Die Ketten und ein bisschen mehr Office mal bringen so. Was tun ja. Für Frankreich hast mir nicht viel angefallen, muss ich sagen. Das ist natürlich direkt die Groß und Gojira, Gojira durch Spiele los und ich weiß nicht, alles als Zellules definitiv. Also Zellules am Sinn von, das, also das ist okay, kein Base gemerkt, wir sind ein bisschen schlafpöllisch, so. Ja, nee, absolut. Ich meine, so Contest, aber. Generell alle Frankreich hat ein ganz groß Post-Rock oder Post-Metal oder Gaze-Szene. Aber sind da die richtige Band? Und ich meine, du gehst da recht, das ist nicht die richtige Band für dort zu repräsentieren. Aber ja, als Gojira schon vielleicht zu groß, schwer zu sagen. Ich meine, Gojira ist auch so eng Band déi fusionéiere kann an die Leiit vu nie Metal heieren hunn dat mega hart mit klingt de gut, weil et och irgendwie einfach zugänglich ass net all Lieder natürlich méi hier Hits ge sinn einfach Lieder nei Lieder die sind wo bisschen méi massentauglich also von dem letzten Album von Fortitude ja das ja. Amazonia oder so ja genau das, ja das wäre nicht schlecht mehr dann hast anderen die Dinge so wie weit kannst du go ne da hast die andere Sache was ging lo ich meine du musst für die ganz viele Entschädungen haben so gewonnen mehr wie viel kannst du weise von den Talent Ich froh mich was ob du auch nicht viel geplayback geht ich kann das schlecht ausschätzen gell ja ja ich mal die letzte Gewinner gucken oder eben durch die Episode hey ich mal die letzte Gewinner von den letzten Jahren ein bisschen angeguckt und du war nicht ganz viel Brauchbares dabei gell pardon mais was den Pulli dance du weißt du so gedengelst du weil so oh Gott ja so ja ich weiß ganz genau was das gewonnen hat das tut nicht du mal zu denen weil das ein gut Musikerin ist ja das ultra schräg also es nicht gell ja das ja Eurovision aus ein Welt für sich definitiv ja das hat doch nie wirklich viel verfolgt gehabt ganz freier so Anfang 2000 oder so ja, wo man waren, und das war dann so so mit der ganze Familie ist schon mal das geguckt gehabt so ja ab dem Moment wo ich sowieso kein Fernsehen mehr geguckt und kein Kabelfernsehen mehr geguckt und ab dem Moment ich sowieso nie mehr Apps von der Geschichte gehabt da höchstens wurde YouTube Highlights geguckt so allein mit nach ja das ist schon verrückt wie groß das ausgeht und das viel gesucht ist von alles du 100 stöcht und naja du das ist Wahnsinn. Ja, ich mein, mir hat ja auch verdruck nach jetzt für ein kleinen Parenthese abzumachen ja ich zähle mich zu denen Männer gut informierten die immer gemerkt haben Eurovision der tut just nicht den wie ein europäische Contest das ist auch nicht ganz so wahr. Also ich will auch nicht alles hier an Detail knallen mehr es gibt da wird einfach so eine Assoziation wo verschiedene Broadcasting Agencies Rechte haben da mitzumachen. Dat kann Radio sinn oder Tele déi Länner déi du dra sinn Di vermat man dat fu sech bis fir kurz im net weil mich auch net wirklich interessiert méi geht ja an dem sinn engerseits drin so wann nächst Jahr Lützeburg do hingeht so hoffennech dass das net mir als Jury weil dat se dann noch Leiit die gucken an die Norcht drin dat techt mir hun du och Matze stimmen och van prozentual gesinn net ganz viel wie so stimmen zielelen zwar me wie vun de Stimme wo Chiri huet as bisse ja bon man net zuviel so darüber streiten
Ich freu mich wirklich wen für Lützeburg echt mal wen sich meldet an wen du hingeht. Es ging mich definitiv eng bisschen mir eng hart Band freeen, weil in der wir noch da nicht vergessen so dat sonst nicht wie eng Reklam nicht nur für die Band mehr auch für Lützeburg mir hun super gut Musical Acts egal wat für ein Genre net sinn ge. mir ginn halt gern immer vun eise grosse Opera wat normal ass iwwer schaut schon dat lo Rezent nach erlieft op dem Konzer wo lo Rezent war wost du leider verhënnert wars war eng ech wurst net das Persephonie aus Andorra war geguckt wieviel Bands ginnet vun Andorra ich mengen 2 oder 3 ja, sei ist krass ja war ja. net viel Auto in der Gelle kannst kein nee und dann ist aber Lützeburg wo aber eng stolzer méi wie sie spezielt lo just Metalbands an erzählen ich noch net de ganz recht wartet musical Acts gëtt den war ma wënschen Eurovision hin oder hier dat das einfach dem Minister der Kultur den mcht wat kann an Mittlerweile pro groß Festivals den LOA Luxemburg Open Air oder all die anderen Festivals wie se heechen dass se do nach méi Meigkete ginn o jungen Artisten pushen ja einfach nur pushen bis het nämlich geht. Ich mein de moment dat lo fir allem och fir Metal Welt meng mé wissen dass mehr wissen net weil man Metal gern hunn de neue Generation vu Metal Listeners muss gesichert ginn und da muss auch nach dann bisschen denken bisschen iwwer Grenz vom Pop an kommerzieller Musikgenre muss bisschen drüber wäsch geguckt gehen an den Metal eben nach Mei auch zuletzt dann unterstützen ja ich muss auch so ich fand schon cool da wo so eben gerade so große Contest wie die Eurovision dat den aber auch schon ein gewissen Unzell und Metal Acts hat aber absolut ich fand aber cool das ist absolut für ich denke dann Hummer ganz viel gezählt viel net viel gesot zu hunn geier zu Aderweis immer der Teil machen was das Problem das als Lebensphilosophie wir wissen nicht viel war wir schaffen zu go mit darüber Schweizer haut net haut das weekend zumindest lo mal ophellen es ging so dat waret all ein Kehr von Eiser seit fir das Euro Heavy Vision Episode ich ging so ein Herr schon herum voilà, so merci für null aufstrom yes und dann her meist next rum bei Kamel. Auf Ruhe. Tschüss.